Worum geht es heute Morgen? Warum lässt Gott das zu? Das ist unser Thema und ich denke, diese Frage haben wir alle uns in unserem Leben schon gestellt. Letzten Sonntag haben wir ja begonnen mit unserer Serie, wie können wir glücklich werden? Und wir haben letzten Sonntag miteinander betrachtet, dass wir als Menschen natürlicherweise durch unser Umfeld einfach Wege suchen zum Glück, wie Wohlstand, medizinische Versorgung und Ausbildung und all diese Dinge unser Leben ohne Zweifel verbessern, aber sie lassen uns Menschen am Schluss nicht wirklich glücklich werden. Und wir haben gesehen miteinander letzten Sonntag, dass der Weg, den Gott für uns vorbereitet hat, der ist, dass wir uns auf die Suche machen nach einer persönlichen, lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Und dass uns das wirklich zum Glück bringt. Oder Jesus, wie er es gesagt hat, ich bin gekommen, um euch das Leben und Leben im Überfluss zu bringen. Nun, heute geht es um dieses Thema, warum lässt Gott das zu? Und ich denke, wir haben es sicher schon in der Zeitung gelesen. Wenn irgendwelche großen Dinge geschehen, wo ist denn dieser Gott? Wenn Naturkatastrophen geschehen, Vulkanausbrüche geschehen, Wirbelstürme, Tsunamiwellen, Menschen werden zu Dutzenden, manchmal zu Hunderten oder Tausenden, gerade auch von Naturkatastrophen weggerissen, dann denken wir, hey, wie darf so etwas überhaupt geschehen? Wie ist so etwas überhaupt möglich? Und es hinterlässt bei uns ganz, ganz viele Fragen und nicht zuletzt, warum lässt Gott das zu? Und spätestens, wenn uns dann etwas so ganz privat und persönlich betrifft, dann bekommt diese Frage eine besondere Brisanz und wir spüren, hey, jetzt geht es einem als Labige. Wenn ich an die Geschichte zurückdenke, hier in unserer Gemeinde, als ich zum ersten Mal ein kleines Kind beerdigen musste, bei den Eltern zu sein im Krankenhaus, das Kind stirbt nach 5 Tagen, und die Eltern haben sich monatelang gefreut auf dieses Kind. Und dann stehst du da mit den Eltern am Grab und dieser kleine weiße Sarg steht vor dir und du denkst, wieso Gott? Wieso? Und ich denke an diesen Moment, als ich mit Eltern am Grab ihrer Tochter stand, die vor einigen Jahren Diagnose bekommen hatte, Krebs. Und sie hat die beste Therapie bekommen, die es gab. Menschen haben für sie gebetet, ja, die Gemeinde hat für sie gebetet. Und am Schluss stehe ich trotzdem da mit den Eltern, mit ihrem Ehemann und mit den 2 Söhnen. Und man bringt die Mutter zu Grab. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fehlen dann einfach die Worte. Mir fehlen dann die einfachen Antworten. Dann kann man nicht mehr sagen, kommt schon gut. Morgen ist auch noch ein Tag. Und wir merken spätestens, welche solche Dinge ganz persönlich werden, betreffen sie uns. Und uns fehlen die Worte und wir stellen uns irgendwo die Frage, Gott, warum? Meine Großeltern in Deutschland, die hatten damals einen gut laufenden Hotelbetrieb und das war so die Nachkriegszeit, als viele Menschen zum ersten Mal wieder etwas Geld hatten und sich irgend so einen Erholungsurlaub leisten konnten, vielleicht eine Woche im ganzen Jahr. Und er und sie, mein Großvater und sie, haben diesen Hotelbetrieb geleitet, hatten 3 kleine Kinder und es gab alle Hände voll zu tun. Gastgewerbe ist kein einfacher Job. Hotellerie ist kein einfacher Job. Und eines Tages nimmt sich meine Großmutter das Leben und mein Großvater steht da mit 3 Kindern, mit einer Riesenaufgabe und es geht ja nicht nur um die Arbeit, die jetzt getan werden muss, sondern all die Fragen sind da, warum? Was haben wir übersehen? Was hätte man anders machen können? Wo war Gott?
Und ich glaube, für ihn war es besonders schwer, weil er hat in der Zeit eine Kapelle gebaut und es gab damals noch nicht so bewegte und florierende Gemeinden hier wie hier im Bucheck. Und er hat selbst gepredigt, er hat miterlebt, wie Kranke gesund worden sind. Und seine eigene Frau nimmt sich das Leben. Und ich glaube, dann wird es irgendwo ganz, ganz schwierig, solche Dinge einzuordnen, solche Dinge zu verkraften. Und dann kommt die Frage wirklich irgendwo, warum Gott lässt du das zu? Hättest du es nicht verhindern können? Und irgendwo beschäftigt uns die Frage ja deshalb, weil wir irgendwo den Gedanken haben, wenn es der gute Gott gibt, warum handelt er dann nicht gut? Oder warum greift er dann nicht einfach ein zu unserem Besten oder so? Gott, wenn er wirklich liebevoll ist, wenn Gott ein Gott der Liebe ist, dann kann er doch nicht irgendwo wollen, dass das Leid irgendwo geschieht. Und ich weiß von Menschen, die sind an der Frage fast zerbrochen. Ich weiß von Menschen, die haben aus solchen Fragestellungen Gott den Rücken gekehrt und gesagt, hey, und wenn es ihn gibt, mit ihm will ich nichts zu tun haben. Es ist interessant, dass auch in der Bibel Menschen solche Fragen gestellt haben. Und ich denke, eine der bekanntesten Geschichten, die finden wir im Buch von Hiob. Und ich denke, es gibt keinen Menschen, der den Namen Hiob nicht kennt. Und dieser unschuldige Hiob verliert durch schwere Schicksalsschläge seinen ganzen Besitz, seine Kinder und schließlich auch noch seine Gesundheit. Und es heißt in der Bibel, dass Hiob ein absolut rechtschaffener Mann gewesen ist. Oder man kann sagen, also makellos. Also irgendwie, du konntest dem nichts vorwerfen. Er war ehrlich, die Bibel sagt uns, er war fair mit seinen Knechten. Er gab den Armen, er hat sich wirklich vorbildlich verhalten, hat für seine Kinder regelmäßig gebetet, hat sich eingesetzt für seine ganze Familie. Dem Mann war absolut nicht vorzuwerfen und die Bibel erzählt davon. Und wisst ihr, wenn wir heute Hiob lesen, lesen wir gleich im ersten Kapitel, warum diese Dinge geschehen sind. Aber wir dürfen nicht vergessen, Hiob hatte keine Ahnung. Und er schaut zurück und stellt sich irgendwo die Frage, mein Gott, was habe ich irgendwo falsch gemacht? Und dann kommen seine besten Freunde und sie sagen, der Grund, warum du leidest, muss der sein. Du hast irgendwo dich versündigt gegen Gott. Es kann gar nicht anders sein als das. Und irgendwann steht dann Gott auf und sagt, wie könnt ihr es wagen, gegen meinen Knecht Hiob zu sprechen? Ihm ist nichts vorzuwerfen. Und der Mann bekommt keine Antworten auf das Warum nach seinem Leiden. Aber er spürt eines, sein Glaube wird getestet, sein Glaube wird geprüft, steht auf dem Prüfstand. Und wisst ihr, das Schöne ist, er hat in dieser Prüfungszeit seines Leides, er hat den Test bestanden. War nicht jeden Tag so, egal was jetzt geschehen ist, ich vertraue Gott, Gott ist ein guter Gott. Nein, er ist durch viele Fragen gegangen. Er ist auch durch ein gewisses Hadern für einen Moment gegangen. Aber weißt du was, am Schluss sagt Hiob, ich hatte dich, oh Gott, nur vom Hörensagen gekannt. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Und er meint nicht, er hat Gott selbst gesehen, sondern er meint, jetzt habe ich, auch wenn ich dich nicht verstehe, Gott, ich habe erkannt, du bist ein guter Gott. Ich muss nicht alles verstehen. Und ich denke, die Bibel gibt uns sicher auch noch andere Hinweise, auch auf das Leid von Menschen. Ich denke an all die Menschen, die ich persönlich kennengelernt habe, die mir gesagt haben, weißt du Matthias, zum Glück bin ich ins Leid gekommen. Das manchmal runzeln wir die Stirne, wenn wir sowas hören. Aber weißt du, wie viele Menschen sagen, wenn ich nicht durch Leid gegangen wäre, hätte ich mir die Frage nach Gott gar nicht gestellt. Erst durch mein Leiden habe ich angefangen, wirklich nach einem Gott zu fragen, mich auf die Suche zu machen nach Gott. Und weißt du was, ich habe ihn gefunden. Ich denke immer noch an meinen lieben Freund Walti, er ist an unserem anderen Standort vor einigen Jahren gestorben. Reicher Immobilienbesitzer am Genfersee, große Villa gehabt.
und dann einen großen Finanzcrash erlebt und in seinem eigenen Privatflugzeug stürzt er ab auf einer Kuhweide und das Flugzeug schlittert durch die Wiese und in einen Stacheldraht hinein und der Stacheldraht bleibt so viel von seinem Hals stehen, hat das ganze Cockpit durchschlagen. Und er sagt, Matthias, dann bin ich verwacht. Dann bin ich verwacht. Und er sagte, Matthias, auch dass ich heute nicht viel Geld habe, ist alles egal. Ich habe das Größte gefunden. Ich habe Gott gefunden durch mein Leid. Nun, wir müssen auch ganz offen sein, wir können die Leidfrage in den einzelnen Situationen oft auch nicht beantworten. Wir können die Frage nach dem Woher, Wozu nicht immer wirklich beantworten. Und ich glaube, das ist auch gut, wenn wir irgendwo da in einem guten Sinn kapitulieren können und sagen, hey, wir werden für manche Antworten auf unser persönliches Leid nicht finden. Aber weißt du was? Die Bibel sagt trotzdem, Gott ist ein guter Gott und er wird uns im Leid, wenn wir nach ihm suchen, nie im Stich lassen. Er wird uns durchtragen, er wird uns helfen, er wird uns zur Seite stehen. Und weißt du was, und über allem steht die große Botschaft der Bibel, dass Jesus nicht nur gestorben ist und gelitten hat und mit uns fühlen kann im Leid, sondern in der Bibel steht die große Botschaft der Auferstehung von Jesus und dass eines Tages die an ihn glauben, mit ihm auferstehen werden. Das ist die Botschaft der Bibel, das ist die Botschaft, die uns Hoffnung gibt, die uns Zuversicht gibt. Nun, woher kommt denn aber unser Leid? Wofür fürchten wir uns oft in unserem Leben? Ich glaube, da gibt es anonyme Gefahren, die uns Tag für Tag bedrohen. Wir wissen nicht, wann sie kommen. Wir wissen nicht, wann kommt die nächste Finanzkrise. Ich habe nur gelesen, irgendwo die Finanzexperten sagen, sie wird kommen, wissen nur nicht wann. Oder wann wird die nächste Naturkatastrophe kommen? Wir haben ja einen Sommer erlebt, auch bei uns in der Schweiz, das ist dir Hören und Sehen vergangen. Wir sind glimpflich in Zürich davongekommen. Aber wenn ihr da in der Käferholzstraße gewesen seid vor einigen Wochen, da hast du etwas gesehen, was geschieht, wenn die Naturgewalten freigesetzt werden. Oder ein schwerer Unfall. Wir haben es letzten Sonntag gehört in unserem Bericht. Man denkt nichts Böses und plötzlich geschieht es. Du musst nicht mal selbst schuld sein. Familienprobleme, die hineinkommen. Viele, viele Dinge, die auf unser Leben hineinstürzen können. Aber wisst ihr, das ist nicht die größte Gefahr, wenn wir die Geschichte der Menschheit schauen. Sondern die größte Gefahr, die ist nicht anonym, sondern die größte Gefahr ist immer dort geschehen, wo Menschen ihre Willensfreiheit missbraucht haben und wo Menschen großer und kleiner Natur, großer und kleiner Bekanntschaft ihre Willensfreiheit missbraucht haben. Wie viel an Leid geschieht und ist auf dieser Welt geschehen? Wie viele Hunderttausende von Toten hat es auf dieser Welt gegeben? Weil Machthaber, Könige, Tyrannen und Despoten ihre Willensfreiheit missbraucht haben und Menschen Leid zugefügt haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in diesen Tagen, wenn ich die Dinge sehe, in Afghanistan, ich bin erschüttert, mir fehlen die Worte. Und ich frage mich, wie ist es möglich, dass Menschen in der Lage sind, zu so viel Grausamkeit, zu so viel Härte. Wie ist es möglich, dass Menschen am Wert des Menschen derart vorbeigehen und Frauen auf eine Liste setzen und sie als freiwillig bezeichnen? Wie ist der Mensch zu so etwas überhaupt fähig? Und wir sehen eigentlich in der Geschichte, dass das Allermeiste an Not und Elend nicht durch irgendwelche anonymen Dinge geschehen ist, sondern dass es durch Menschen gekommen ist. Seit es Menschen gibt, missbrauchen wir unsere Willensfreiheit für unsere eigenen Zwecke. Hass,
Krieg, Not, Tod. Und am Schluss, die Bibel sagt, durch den Missbrauch davon, auch eine ewige Trennung von Gott, sind die Konsequenzen und die traurigen Folgen davon. Und ich glaube, wir könnten die Liste, wie Menschen ihre Willensfreiheit missbraucht haben, unendlich fortsetzen heute Morgen. Und vielleicht hast du selbst in deinem eigenen Leben durch das, dass andere Menschen ihre Freiheit missbraucht haben, vielleicht selbst Leid erlebt, vielleicht selbst miterlebt, wie schwer es für dich geworden ist. Aber wisst ihr, wenn Leid kommt, egal was es ist, wir als Menschen, wir kommen dann so schnell in den Drive hinein, wir klagen Gott an. Anstatt dass wir uns die Frage stellen, hey, sind wir nicht selbst verantwortlich dafür, für so viel Leid und Elend auf dieser Welt? Wir Menschen ziehen dann Gott gerne vor den Richterstuhl. Wir klagen ihn an, wir machen Gott Vorwürfe. Anstatt dass wir selber in den Spiegel schauen und uns fragen, hey, wie viel ist denn durch unser Leben geschehen an Leid, an Not? Schau, die Bibel sagt, dass in unserem aller Leben eine Kraft wirksam ist, in unseren eigenen Herzen. Jesus sagt es einmal so, aus diesem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken, kommen Mord, kommen Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, da kommt Lüge, Verleumdung und viele andere Dinge hervor. Liebe Freunde, sind wir nicht selbst Nutznießer von einem Wirtschaftssystem? Sind wir nicht alle Nutznießer von einem Wohlstand und Komfort, für die andere Menschen bezahlt haben? Wir sind vielleicht nicht alle so schlimm wie die großen Despoten auf dieser Welt, zum Glück nicht. Aber haben wir nicht alle Menschen schon enttäuscht? Haben wir nicht alle Menschen verletzt durch Worte, durch Taten? Haben wir nicht alle irgendwo auch schon betrogen oder gelogen? Haben wir nicht alle als Menschen uns irgendwo schuldig gemacht an anderen Menschen und unsere Möglichkeiten, uns zu entscheiden, für den eigenen Vorteil ausgenutzt, obwohl wir eigentlich wussten, es ist nicht richtig? Schaut, weil Gott uns einen freien Willen gegeben hat, müssen wir eigentlich die Frage umdrehen und uns fragen, warum ist es nicht so, dass es Gott zulässt, sondern warum lassen wir als Menschen es zu? Warum nutze ich meine Freiheit in meinem Leben für Dinge, die schädlich sind, die Leid, die Not, die Trennung, die Spaltung, die Enttäuschung hervorrufen? Und warum verschließen wir in unserem Leben eigentlich die Frage, wo es persönlich wird, vor dem Offensichtlichsten und stellen uns nicht die Frage, hey, was ist mein Beitrag gewesen für schwere Dinge auf dieser Welt? Schaut, wir haben in der ersten Lektion ja schon miteinander gesehen, dass wir eigentlich unsere Willensfreiheit auch dort schon missbrauchen, unser Glück an 1000 Orten zu suchen, aber nicht bei Gott. Wir gehen an ihm vorbei. Und dieser Egoismus oder diese Unabhängigkeit, die Unabhängigkeit von dem, der uns Menschen gewollt, geliebt und erschaffen hat, das ist das, was uns ins Dilemma bringt. Und die Bibel sagt, das ist eigentlich die eigentliche Essenz der Sünde. Und die Bibel sagt, und das ist vielleicht schwierig für uns zu begreifen, aber die Konsequenz dieser Sünde ist der Tod. Und die Bibel sagt es in anderen Worten, das ist vielleicht etwas einfacher nachher für uns nachzuvollziehen. Es bedeutet, wenn wir nicht nach Gott fragen, wenn wir nicht uns entscheiden, mit unserem Willen Gott zu suchen, dann hat Gott keinen Grund, uns in die Gemeinschaft mit ihm einzulassen. Tod bedeutet eigentlich nichts anderes als Trennung. Und deshalb sagt die Bibel, sind wir durch unsere Sünde am Schluss für ewig getrennt von dem lebendigen Gott. Wir haben eine Verantwortung. Wenn wir Menschen
nicht auf dieser Erde den Missbrauch unserer Willensfreiheit bekennen und zu Gott umkehren, werden wir auch in der Ewigkeit von Gott getrennt sein. Und diesen schrecklichen Zustand der ewigen Trennung von Gott, das ist den Zustand, den die Bibel Hölle nennt. Und liebe Freunde, wenn wir heute Morgen darüber sprechen, tun wir das aus dem Grund nicht, weil Gott damit droht, sondern weil Gott damit einfach sagt, hör mal, es ist die natürliche Konsequenz, wenn du in deinem Leben nicht eine Umkehr vollziehst. Es ist genau die natürliche Konsequenz, wie wir in anderen Dingen in unserem Leben auch natürliche Konsequenzen mit uns tragen. Und ich glaube, diesen Gedanken müssen wir zuerst uns auch mal setzen lassen im Herzen und sagen, hey, wie ist denn das? Ist das jetzt einfach der Zustand? Ist das jetzt einfach die letzte Botschaft von Gott? Und ich bin so froh, ist es nicht. Es geht nach dieser Aussage, es geht weiter und das ist das, dass Gott einen Weg gemacht hat, diese Konsequenz umzukehren in unserem Leben. Schaut, und das hat mit der Liebe von Gott zu tun. Es hat mit der Liebe von Gott zu tun, dass Gott nicht ertragen kann, dass Menschen, ohne dass sie eine Chance bekommen, die Konsequenzen ihrer Sünde tragen müssen. Und das ist die Liebe von Gott. Er lässt es nicht zu, dass wir ohne eine Möglichkeit durchs Leben gehen. Er lässt es nicht zu, dass wir ohne die Chance zu bekommen, eine Umkehr zu machen, für immer getrennt von ihm bleiben würden. Und wisst ihr, das ist die Botschaft der Bibel. Gott geht immer wieder zurück und er sagt, hey, denk noch mal darüber nach, wozu bist du auf dieser Welt? Du bist dazu da, um ein Gegenüber von mir zu sein. Gott sucht die Liebe von dir. Er sucht die Gemeinschaft mit dir. Und weißt du, manche Menschen sagen, ja, warum hat Gott das überhaupt zugelassen? Dass Menschen überhaupt sündigen. Ich meine, er hätte doch Menschen so machen können, dass wir es einfach gut haben mit Gott, oder? Dass wir gar keine dumme Sachen machen. Aber schaut, Gott hat uns Menschen so viel zugetraut, so viel auch, ich will mal sagen, an göttlichem Wert gegeben, dass er uns etwas gegeben hat, das Tiere in dieser Art und Weise nicht haben. Und das ist die Möglichkeit, uns frei für Dinge zu entscheiden. Schaut, Gott will niemandem seine Liebe aufzwingen und aufdoktrinieren. Er hat von Anfang an den Wunsch gehabt, wenn wir mit ihm leben, dann aus freien Stücken. Wenn wir mit ihm leben, darum, weil wir uns wirklich persönlich zu ihm wenden. Und ich bin so froh, dass Gott einen Weg geschaffen hat, dieses Problem der Sünde aus der Welt zu schaffen. Jesus, er ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat die Strafe getragen, die wir hätten zahlen müssen. Lasst es mich noch mal so zusammenfassen. Die Gottesabsicht und die der ganzen Bibel können wir eigentlich in diesem einen Satz zusammenfassen, den Jesus selbst gesagt hat. Denn Gott hat die Menschen, du darfst das heute Morgen zu dir sagen, Gott hat mich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde gehen wird, sondern das ewige Leben haben wird. Das ist die Liebe Gottes, das ist die Aussage Gottes, das ist der Plan, das ist die Chance für uns Menschen, wenn wir uns an ihn wenden. 700 Jahre vor Jesus hat der große Prophet Jesaja Folgendes gesagt, wie Jesus hingegeben wurde für uns Menschen. Und er sagt, er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt.
Wow! Hey, lasst uns Gott doch für einen Moment einmal einen Applaus geben für seine große, große Liebe, für sein großes Werk in Jesus. Und das ist das Angebot, das Gott uns Menschen macht. Nicht Verurteilung, sondern Freispruch. Nicht Leid für immer, sondern Heilung von ihm. Nicht ein Leben ohne Perspektive, sondern ein Leben mit der Perspektive des ewigen Lebens in der Gemeinschaft mit Gott. Schaut, wir haben uns die Frage gestellt, warum lässt Gott das zu? Wir haben uns die Frage gestellt über das Leid. Und es ist sicher so, Jesus selbst nicht einmal beantwortet uns in unserem Leben die Frage, warum dieses und jenes Leid uns getroffen hat. Aber er sagt Folgendes: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. In anderen Worten, was Jesus getan hat, er sagt, hey, bei allem Leid, das es gibt, ich habe mich des größten Leides der Menschen angenommen. Denn schaut, alles Leid, das wir erleben, ist temporär. Alles. Es hat ein Ende. Und was Jesus möchte, was Jesus uns anbietet, ist Leben und Lebensqualität in Ewigkeit. Ich weiß, wir fühlen uns vielleicht manchmal verlassen in so Momenten, wenn wir durch Leid gehen. Aber denken wir daran. Die Bibel sagt uns auf der anderen Seite, wenn wir uns an ihn wenden, auch wenn wir nicht alles verstehen, nichts und niemand kann uns trennen von der gewaltigen Liebe, die in Jesus Christus ist. Wisst ihr, ich habe eines festgestellt, ich habe auch viele Fragen in meinem Leben. Aber wenn du die Liebe zulässt, die Liebe von Jesus zulässt an dein Herz, dann spürst du einen Trost und du spürst eine Gegenwart von Gott. Du spürst eine Nähe von ihm, wo du merkst, ich kann plötzlich das Fragen sein lassen, weil ich erlebe eine Qualität nicht durch die Antwort, aber eine Qualität durch seine Liebe, durch sein Nahesein, durch seine Gegenwart. Vielleicht sagst du, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich kann dir nur eines sagen, es gibt Dinge mit Gott, die muss man erleben. Es gibt Dinge mit Gott, die sind im Bereich einer Realität. Ich kann es menschlich gar nicht erklären, aber es gibt es. Wir können sicher sein, dass Gott unsere Tränen zählt. Wir können sicher sein, dass keine Träne an Gott vorbeigeht. Wenn er sagt, sogar die Haare unseres Hauptes sind bei ihm gezählt. Glaube mir, wie viel mehr jede Träne, die du vergießt in deinem Leben. Aber weißt du, was Gott uns eben auch sagt, dass er eines Tages alle Tränen abtrocknen wird. Und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage, Schmerzen wird es nie wieder geben. Was einmal war, ist für immer vorbei. Und ich denke an den einen Bibelvers, der sagt, weißt du was, das Leid dieser Welt wird einmal wie verblassen im Angesicht der Herrlichkeit von Gott. Und ich glaube, liebe Freunde, so schön es ist, mit Gott hier auf dieser Welt auch Wunder zu erleben, mitzuerleben, wie Gott auch Dinge umkehrt, Dinge erneuert. Die letzte Antwort auf unsere Frage wird nicht auf dieser Welt sein, sondern sie wird in einer Welt sein, die erst kommen wird. Ich möchte zum Abschluss kommen heute Morgen. Schaut, die Frage, warum lässt Gott das zu, führt uns zur Frage, wie gebrauche ich meine Willensfreiheit im Leben? Was tue ich mit der Möglichkeit, mich zu entscheiden in meinem Leben? Und zwar in der wichtigsten Frage, die es gibt für jeden Menschen. Und die Frage ist, wollen wir weiter unseren eigenen Zielen folgen und diese mit aller Kraft zu erreichen versuchen? Oder wollen wir unser Ziel in unserem Leben darauf setzen, den lebendigen Gott, seine Vergebung, die Versöhnung mit Gott, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen und
durchzubrechen zu einem Leben, das Sinn macht, zu einem Leben in Ewigkeit und zu einem Leben, wo wir vielleicht auch nicht alle Fragen beantwortet bekommen, aber zu einem Leben, wo wir uns getragen wissen in allen Dingen des Lebens durch einen lebendigen und großen Gott. Wir wollen jetzt miteinander einen kurzen Lebensbericht anschauen von Eddie, wie er das erlebt hat. Hallo zusammen, mein Name ist Edinson Reyes und bin 26. Ich komme aus der Dominikanischen Republik und bin in einer sehr warmherzigen Familie aufgewachsen. Im Alter von 7 habe ich eine Netzhautablösung bekommen und bin langsam erblindet. Zu dieser Zeit hat meine Familie entschieden, in die Schweiz auszuwandern. Und ja, da hatte ich ein paar Operationen, die leider nicht geklappt haben. Trotz der Erblindung hatte ich aber eine sehr schöne, aktive Kindheit. Weil ich so aktiv war, hatte ich halt viele Bühlen. Das war schwieriger. Und wo mich Leute wollten stoppen und sagen, hey, langsam, das hat mich recht gestresst. Das hatte ich nicht so gerne. Aber ja, ich habe mit der Zeit gelernt, auf meine anderen Sinne zu vertrauen. Und ja, das hat vieles ermöglicht. Ich habe dann Klavier angefangen zu spielen, sehr sportlich gewesen, Snowboard gefahren, Aikido gemacht, Horball. Yes, und wo ich in der 6 war, habe ich einen guten Kollegen kennengelernt, den Nelson. Mit ihm habe ich sehr viel erlebt. Wir haben unsere erste Rap-Gruppe gegründet zu dieser Zeit. Und durch seine Familie sind wir eben auch in die Kirche gekommen, ein paar Mal. Und da habe ich einfach gespürt, den Frieden, da habe ich wirklich gewusst, hey, Jesus, das ist nicht nur ein Märchen, das ist nicht irgendeine Geschichte, das ist etwas Lebendiges, das direkt in mein Herz gekommen ist. Und das habe ich angefangen zu entwickeln. Sagen wir so, ich habe Gott immer näher kennengelernt. Und ja, mache das auch, das ist etwas Gutes, das ist etwas wirklich Gewaltiges. Kann man nicht beschreiben mit Wörtern. Auf jeden Fall haben mich Christen angesprochen immer wieder, hey, bete doch für deine Augen, Gott macht Wunder. Und ich habe viele Wunder erlebt in meinem Leben, wo ich jetzt nicht alles erzählen kann in diesen 3 Minuten. Aber ja, ich habe das geglaubt. Aber ich muss sagen, am nächsten Tag habe ich wieder vergessen, dass ich blind bin und habe nicht mehr weiter gebetet. Und ja, also was ich noch erzählen kann, eines Tages bin ich in einem Gottesdienst, Heiligsgottesdienst, und da habe ich so eine Klarheit gespürt. In dem Moment habe ich gedacht, ich habe es gesehen mit den Augen. Heute weiss ich, Gott hat zwar nicht meine Augen geheilt, aber er hat angefangen, meine inneren Augen zu öffnen, damit ich ihn besser kennenlernen kann. Und ich glaube, dass Gott heilt, aber ich weiß auch, dass er in dieser Situation mit mir einfach einen ganz spezifischen Plan hat, so wie mit deinem Leben auch. Und für mich, es geht nicht darum, was ich nicht habe, sondern es geht darum, das, was ich habe. Und das ist sehr viel. Und ich bin sehr dankbar für das, was mir Gott geschenkt hat. Wow. Ich habe so viele Menschen getroffen in unserer Kirche und ich habe sie gefragt, hey, wie bist du hierher gekommen? Wie hast du Jesus kennengelernt? Und so viele haben gesagt, es war Eddie. Eddie hat mir Jesus nahegebracht. Eddie hat mich eingeladen. Und ich denke, hey, was für eine Aussage. Blind zu sein und zu sagen, das Wichtigste, was ich erlebt habe, ist, ich bin hier drin sehend geworden. Sehend geworden für etwas, das viel größer ist als ich. Sehend geworden für einen lebendigen, liebenden, liebevollen Gott. Ich möchte uns am Schluss dieses Vormittags, bevor wir ins Gebet gehen, nochmal vor Augen führen, worum es geht. Schaut, Gott ist auf der einen Seite bereit, und unsere Sünden für immer zu vergeben
und er sagt, in die Tiefe des Meeres zu werfen. Und auf der anderen Seite gibt er uns die Möglichkeit, er gibt uns eine Wahlmöglichkeit. Unsere Willensfreiheit ist die einzige Grenze für die grenzenlose Liebe von Gott. Oder wie es Eddie gesagt hat, er hat dort in diesem einen Gottesdienst sich innerlich einfach so geöffnet für die Liebe von Gott. Und da ist etwas geschehen, das er selbst auch nicht so in Worte fassen kann. Und weißt du was, wenn du das tun möchtest an diesem Tag, dich an diesem Tag so ganz neu oder vielleicht zum ersten Mal für die Liebe von Gott öffnen, dann möchte ich dich einladen, an diesem Tag mit mir zu beten. Und ich möchte uns einladen, stehen wir doch auf zusammen. Und wir wollen dieses Gebet zunächst einmal lesen. Und dann möchte ich uns die Möglichkeit geben, dieses Gebet auch zu beten. Und es heißt, Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld, das ist der Missbrauch meiner Willensfreiheit. Aber danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Jesus Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich möchte, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen. Und ich möchte fragen, ist jemand hier an diesem Tag, ist vielleicht auch zu Hause, der du zuschaust und du sagst, weißt du was, ich möchte an diesem Tag meine Willensfreiheit gebrauchen und mich wirklich Gott zuwenden und darauf vertrauen, dass Jesus mir meine Sünden vergibt und mich versöhnt mit Gott. Wenn das dein Wunsch ist, wenn du das in deinem Herzen glauben kannst, in dem Sinn, dass du sagst, ich entscheide mich, mein Vertrauen diesen Aussagen zu geben, dann möchte ich dich bitten, der du hier bist, zu Hause bist, heb doch für einen Moment einfach deine Hand zu Gott und sag, ich möchte das, ich glaube das, Dankeschön. Noch weitere Menschen hier, Dankeschön. Hey, nutze deine Freiheit, dich entscheiden zu können. Dankeschön, so super. Wow, und das Schöne ist, Gott wartet auf dich. Er zieht dich mit seiner Liebe zu ihm. Ich möchte uns einladen, dass wir dieses Gebet alle zusammen an diesem Tag beten und es so auch mit denen beten, die es heute zum ersten Mal beten und es so auch für uns einfach nochmal neu beten, wo wir sagen, Herr, ich bestärke meinen eigenen Glauben, auch wenn ich vielleicht schon lange an dich gläubig bin, und sage, ich nutze meine Freiheit, mich zu entscheiden, einmal mehr ganz bewusst für dich. Wollen wir es doch zusammen laut beten. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus Christus, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Und die Bibel sagt, es ist große Freude im Himmel, wenn das geschieht. Und lasst uns doch in diese Freude einstimmen. Die Freude des Himmels über jede Entscheidung, die Freude des Himmels, wenn Menschen sagen, ich brauche meine Willensfreiheit. Ich möchte mit Jesus leben. Das ist so gewaltig. Halleluja. Ich möchte dir sagen, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, bitte, 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 tu etwas Kleines, wo wir uns mitfreuen können mit dir. Nimm die Connect Card, die du hier findest im Saal, und füll sie doch aus, gib sie draußen ab. Wir haben eine Bibel für dich. Oder wenn du zu Hause bist, du kannst es auch online machen. Unter Connect und dort uns einfach eine kurze Rückmeldung geben. Wir freuen uns nämlich mit jedem Menschen, der sich für Jesus entscheidet. Und du musst etwas wissen, wir beten jede Woche für dich als Pastoren, wenn du dein Leben Jesus wirklich gegeben hast, und tragen dich auch so im Gebet mit.